So, Freunde, es wird Zeit für, naja, die letzte Folge. Sicher nicht hier vom Let's Play, aber ich vermute mal für den letzten Story-Abschnitt in der heutigen Folge. Und zwar auf Aurum, der Insel hier in der Lentio-Region. Die Aufgabe ist, wir müssen irgendwie ein Bild finden von einer leuchtenden Kristallblume. Und ich habe mir die letzte Folge mal angeguckt und habe, glaube ich, was entdeckt. Falls dem so ist, dann müsste es zu Beginn der Strecke hier sein. Und da geht er wieder. Es war irgendwo, glaube ich, links oben war was. Na gut, das ist so eine Kristallblume und die Leute gar nicht. Aber die, hä? Okay, da hat zwar, hä? Haben wir die vorhin gar nicht gesehen oder was? Hundemann, ey. Steht da so wie so eine Art Wächter? Da freut sich einer, warum auch immer. Schönes U-Hafnier. Hey, guck mich an, Hundemann. Hier, spiel die Musik. Da dreht er schon wieder durch. Okay, die Kristallblume hätten wir. Ansonsten irgendwie etwas Besonderes, ein Golgantes. Ist das überhaupt etwas oder? Offenbar nicht. Na, Golgi? Da, Apfel. Iss. Wie unhöflich. So, eine Kristallblume sehe ich jetzt hier gar nicht. Dann haben wir nochmal Natu. Natu. Die machen auch nicht gerade viel. Nö, bringt nichts. Aber ein schönes Foto haben wir. Hä? Nimmt ihr mir gerade ernsthaft? Megalon. Was so als würde irgendwie Golgantes warten. Zum wegen, ah, du hast da. Das noch kalibrieren, das noch nachziehen, da ist eine Schraube locker. Wunderbar.
Natürlich Quatsch, ich weiß, aber sah ein bisschen so aus. So, Stufe 1 haben wir noch nicht. Megalon immer nur Stufe 1. Okay, schade. Da freut es sich. Natu. Das ist sogar Stufe 4, okay. Tomi, nichts Neues. Aber die Kristallblume. Da wird sich der Prof freuen. Und Level 2. Dankeschön. Etwas zu berichten? Ja, er berichtet einfach immer wieder. Tja, was könnt ihr schon großartig berichten? Hm? Mal überlegen. Ja, ich denke, ist für alle klar, was er zu berichten hat. Hä? Ich hatte den Eindruck, dass der Teil der Höhle erst spät in aller. Okay, hä? Hat das Spiel geleckt? Ernsthaft? Oh, jetzt geht's wieder. WTF. Einzelne Inselbündel. Wir müssen das Geheimnis erforschen. Hier, goldene Lumina-Kugel und jetzt verpiss dich. Ja, wir gehen ja schon. So, Freunde, lüften wir das Geheimnis in Aurum, in Ruinen auf Level 2. Vielleicht entdecken wir neue Pokémon, vielleicht das letzte Lumina-Pokémon. Vielleicht sind wir auch schon nach dieser Folge am Ende der Story, wenn man so will, wenn man das Ganze als Story betrachten will. Möglich wäre es zumindest. Da freuen sich alle. Überall gucken, ob es irgendwie was Neues gibt. Wie gesagt, wir sind jetzt auf Stufe 2 unterwegs. Sieht aber eigentlich noch aus. Naja, haben wir schon. Das U-Hafen hier ist irgendwie weg, warum auch immer.
Ja, der Move schon wieder. Aber guck mal an, wer da hinten ist. Skelabra. So, das erste Portal hätten wir. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo die ganzen Blumen hier sind. So, jetzt. Wo ist sie hier? Ich wollte gerade sagen, Gogan, kannst du mich bitte mal verpissen? Und ich kann die selber gar nicht irgendwie anvisieren, wa? Okay, gut. Nochmal neu starten. Ja, sorry, aber kann ich nicht wissen, wo die verdammte Blumen versteckt sind, dass man irgendwie die Pokémon da aus dem Weg räumen muss. So. Ja, ja, Knurr nur. Hunde, die bellen, beißen nicht. Der gilt auch für Hundemons. Okay, sieht nach Stufe 4 aus. Jo, servus. Wie geht's? Wie steht's? Und weg. Juhu. So, und hier war er irgendwie da drüben, war?
hatten wir auch. Bei denen, die muss ich erstmal irgendwie weglocken. Kann man bewegen. Geil, Mann. Verpiss dich bitte. So. Also. Etwas anders als zuvor. Ja, ein bisschen zumindest, ne? 遺跡が目覚めたようだね。各島のエネルギーが上に流れていっているようだ。 Die 5 vereinen ここ sich. から上に行けそうだね。では行くよ。その先で転送スポットを固定するから一旦ベースキャンプに。 Was? Ach komm, wenn es ganz so spannend ist. Was ist das Spielverderber? So, neue Hundemon-Fotos. Natürlich auch ein U-Hafnier, vor allem Stufe 4, ganz wichtig. Skelabra, und da freut es sich ja umso mehr für die Rallala. Immerhin noch 2, 3 neue Pokémon. よし、いいね。ベストタイミング。いいね。 Der Fotodex wächst und wächst. ナイスタイミング。新発見だ。いいね。 Ja. Level 3 wäre dann schlecht gewesen, aber hey, komm, kann schlimmer sein. Alles klar, wir machen weiter. Für die Rallala, für die Rallala. Tots Tipps und nicht Tots Tipps. TT. Mhm. Wir es gesehen haben. Okay, im Zentrum der Ruinen. Das 6. Lumina-Pokémon von dem her. Oh, warte mal, stimmt das überhaupt? Da wird wieder Quatsch erzählt. Ich meine, es waren da am Schluss 5 Statuen, ja, aber eigentlich macht es keinen Sinn. Ne, hier haben wir Ramut gehabt, hier hatten wir Stalos.
Dann wäre auch nur ein Pokémon. Doch, sind 5, warte mal. Floreo. Wobei Naturpark stimmt zwar nicht ganz. Doch, natürlich, Naturpark. Genau, Lumination haben wir Meganie. Hier hatten wir Milotic, in Kopia war es Lusardin. Da, wie gesagt, Ramot, hier Stalos. Und jetzt hier Luminazone, der Boss von allen. Das wirklich letzte Lumina-Pokémon und ich fressen Bes, wenn das kein legendäres Pokémon ist. Aber welches legendäre Pokémon hat irgendwas mit Leuchten zu tun? Muss was irgendwie Psychoartiges sein. Oh, oder eine Fee. Wenn das mal nicht das X-Pokémon ist. Jo, schick sie das, sei so! Xerneas ist es also. Faszinierend. Natürlich die Frage, was er genau tun soll. Ich meine, dieser seltsamen Kugel folgen, okay, das macht irgendwie Sinn. Also mit Lumina Balls abschmeißen. Ja, das versuche ich gerade. Treffe jetzt wirklich nicht oder ist es. Muss ich mehrmals treffen? Ich würde sagen, also. Was zum? Hä? Verarschen? Wo bist du? Ich höre die Kugel, aber sehe nichts. Doch ernsthaft? Ah, das ist richtige Wandmalerei. Ups. Schnell hinterher! Ich brauche ein besseres Foto! Ich will Stufe 4 haben! Pronto, pronto! Ich lock's mal an mit ein bisschen Musik. Schade, bringt auch nichts. Wieder zurück. Ist es weg? Ich würde sagen, ist weg.
話は戻ってからにしようか。 Tja, ich würde sagen, es ist relativ simpel. Er schläft wieder. Oder mit anderen Worten, wir sollen es gefälligst in Ruhe lassen. Antike Ruinen. Schade, nur Stufe 2. Lass mich raten, gesehen haben sie bestimmt im Fudodex das letzte Pokémon. Und Level 2, es ist Level 2. Mach ich, Professor. Na dann, zurück zum Basiscamp, mal gucken, was er zu berichten hat. Ja, die hatte recht. Ist das, was auf der Wandmalerei abgebildet ist, wirklich so passiert? Vielleicht hat Xenia alle herbeigerufen. Und dann haben sie Ländle mit einer Art Barriere von den Meteoriten beschützt. Eine Barriere, die ganz Ländle umgeben hat? Das ist ganz bestimmt so gewesen. Yeah. Das würde bedeuten, dass die Menschen, die die Ruinen errichtet haben, den Lumina-Pokémon geholfen haben. Das mit den Meteoriten ist 2000 Jahre her. Der Xenia ist nicht schon längst erwachen müssen? Vielleicht war das Ganze ja wahnsinnig anstrengend. Sodass selbst 2000 Jahre Schlaf nicht ausreichen. Wann ist es wohl entstanden? Und wer hat sie gemalt? Tja. Warum ist es ausschließlich dir gelungen, dem Lumina-Pokémon zu begegnen? Weil ich der Let's Player bin? Blöde Frage. Das denke ich allerdings auch. Tja, Freunde, damit ist New Pokémon Snap durchgespielt. Zumindest, was die Story betrifft. Jetzt ist es so, das kann ich schon mal ganz kurz erwähnen, bevor es mein Fazit geht. Es ist so, dass wir jetzt neue Dinge freigeschaltet haben, also nicht unbedingt neue Regionen, das nicht, die sind alle schon da. Mehr gibt es auch nicht, aber halt die anderen legendären und mystischen Pokémon, die sind erst ab jetzt verfügbar. Das habe ich ursprünglich, also damals so ein paar Folgen meinte, oh, Mew, vielleicht geht das so und so. Musste auf diesen fliegenden Felsen drauf ballern. Nee, das ist aber was ganz anderes. Dazu dann später mehr. Genau, da gibt es jetzt also den legendären Pokémon zu finden. Generell natürlich auch gibt es noch ein paar Pokémon mehr, die wir jetzt halt irgendwie freischalten müssen. Mitunter durch Interaktion mit anderen Pokémon, durch Stufe 3 und so auch in einzelnen Gebieten. Und ja, das verspricht noch ein bisschen spannend zu werden. Mein Fazit soweit. Es ist lange her gewesen seit dem letzten Pokémon Snap. Also ja,
Das war ja, wie bereits erwähnt, Nintendo 64, also muss noch vor Jahr 2000 gewesen, weil in 2000 herum, 2002 herum kam ja lange schon mal der Gamecube, also insofern ist schon eine Weile her und ich würde sagen, es war bitter nötig. Denn allein schon die Technik mit der Switch, also sprich das ganze Social Media heutzutage, bietet es natürlich an, dass man endlich mal so ein neues Pokémon Snap bringt. Ob es letzte Art gewesen sein wird oder ob es vielleicht sogar irgendwann mal ein Pokémon New Pokémon Snap 2 geben wird oder ein DLC dazu, wer weiß. Ich persönlich würde mich darüber aber sehr freuen, denn es hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Vor allem eben auch das Konzept, dass man nicht irgendwie Pokémon fängt und so. Oder irgendwie, dass man sagt, oh, da müssen aber alle die und die Pokémon von der und der Generation drin sein. Nee, man nimmt sich einfach mal ein paar Pokémon. In dem Fall sind es, glaube ich, wie bereits erwähnt, über die 200. Und sagt sich einfach, doch, damit kann man irgendwie so eine Region auch gut, sag ich mal, vollstopfen, muss man so zu formulieren. Man hat da mit den Lumina-Pokémon noch eine interessante Story drin, wodurch man ja auch irgendwie motiviert ist oder auch eine Erklärung hat, wieso man sich überhaupt auf die Reise begibt, um eben da Pokémon zu fotografieren. Und ja, von dem her kann man überhaupt nichts meckern, auch von der Grafik her und so, von eigentlich alles prima, also alles originalgerecht überträgt, wie auch immer. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr Cutscenes einbauen können. Ja, aber ganz ehrlich, das ist das eigentlich auch nicht unbedingt gedacht. Ich meine, du bist sowieso die meiste Zeit auf Reisen und Fotografieren und so, und richtig Interaktion mit den Charakteren gibt es ja eh nicht. Insofern finde ich das eigentlich durchaus gelungen. Noch das neue Element, was sie hatten, da bin ich nicht mehr so sicher, ob es damals beim Original Pokémon Snap war. Also ich weiß, es gab das mit dem Äpfelschießen, gab es dort auch. Also eigentlich auch ein bisschen Erweiterung ist aus den Safari-Zonen von früheren Pokémon-Spielen. Da kann man ja auch irgendwie Steine werfen und solche Dinge. Ja. Ist jetzt hier natürlich mit der Neuerung, mit der Musik, da bin ich ja nicht mehr ganz so sicher, ob es das damals auch schon gab. Und den Lumina Balls ist aber trotzdem etwas, was Spaß macht, was auch Sinn macht und was man durchaus kombinieren kann. Und man sieht ja auch jetzt, ich war jetzt also nicht unbedingt einer derjenigen, die viel übersehen haben. Generell, ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe doch einiges mitbekommen, was so abging. Und trotzdem muss man, glaube ich, sagen, ist es halt nicht möglich, auf Anhieb alles zu entdecken. Man muss da mehrmals rein. Eben auch die Option, dass man irgendwie da pro Level halt mehrere Stufen hat und neue Stufen freischalten kann, wodurch sich eben auch das Areal ein bisschen ändert, zum Teil Alternativstrecken, zum Teil neue Pokémon, neue Interaktionen mit Pokémon, aber dass man trotzdem wieder zurück kann zu älteren Stufen, falls man eben ein Pokémon, was es nur damals zum Beispiel nur auf Stufe 1 gab, die halt trotzdem noch fotografieren kann. Weil, und darum geht es auch ein bisschen, es geht nicht nur darum, den Fototext zu füllen mit allen Stufe 1 oder Stern 1 oder Rang 1 bis Rang 4 Bildern, sondern man kann die auch generell sonst ja einfach mal knipsen und dann teilen und so weiter und so fort. Also ich glaube was heißt ein bisschen? Die natürlich durchaus einen Spaßfaktor das Spiel bietet. Langzeitmäßig glaube ich persönlich für mich jetzt eher weniger. Da ist schon eher so ein Spiel, wo ich sage, okay, ich spiele es einmal durch. Und dann je nachdem vielleicht irgendwann mal wieder, wo ich mal sage, hey, doch wieder mal ein bisschen was fotografieren und so, zum Entspannen vielleicht auch. Dass es dann vielleicht wieder so eine Idee wäre. Aber gut, das soweit dazu. Ansonsten ist er jetzt insofern auch schon das zweite Pokémon-Spiel, was es auf die Switch geschafft hat, nach Schwert und Schild. Beziehungsweise, nee, das dritte, sorry. Wir haben ja Mystery Dungeon X vergessen. Und für meinen Geschmack fand ich jetzt New Pokémon Snap auch das richtige Spiel, um wieder reinzukommen in die ganze Pokémon-Materie. Und ja, vor allem natürlich auch im Hinblick auf das vielleicht bald kommende Let's Play zu Pokémon Mystery Dungeon, doch DX heißt er, hat für die Switch. Ja, Pokémon Mystery Dungeon DX ist das Remake von Rot und Blau, von Anno dazumals. Der Rettungsteam Rot und Blau, irgendwie so hießen die Dinger doch damals. Und, oder halt dann für die Gen 4 Remakes. Ich glaube, Schwert und Schild Let's Playen werde ich noch nicht in absehbarer Zeit, weil ich mir erst einmal eines von beiden einfach mal privat auch mal durchspielen, weil, wie bereits erwähnt, ich habe noch keins von beiden durchgespielt. Doch, ich glaube, eins haben wir mal kurz gestartet. Ich habe einfach mal zum Gucken, wie das Startscreen und so aussieht, aber mehr noch nicht gemacht. Vor allem, weil mir halt das ganze Dynamaxing und so einfach ein bisschen auf den Sack ging. Um es mal so salopp zu formulieren. Hatten wir hier zum Glück nicht und ja. Ist von dem her auch interessant, wie man halt künftige Pokémon-Generationen oder Pokémon-Spiele
mit neuen Fähigkeiten ausstatten will. Hier hatten wir den Lumina-Effekt, der jetzt irgendwie eigentlich nichts Besonderes war, aber trotzdem cool aussieht. Oder eben halt die Musterungen, wo man sagt, hey, die braucht es für ein gutes Foto oder wie man halt die und die Aufgabe erfüllen kann. Deswegen würde ich sagen, ist durchaus gelungen. War nicht viel, hat aber trotzdem Spaß gemacht und vor allem es hat auch Sinn gemacht. Und insofern, Freunde, hoffe ich, es hat euch auch gefallen. Und falls ihr in der nächsten Folge nicht mit dabei seid, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffe bis zum nächsten Pokémon-Projekt. Falls ihr aber trotzdem sagt, nee, komm, da kommt bestimmt noch was, dann würde ich sagen, jo, da kommt noch mehr. Und das schauen wir dann in den nächsten Folgen an. Denn da geht es dann speziell darum, die restlichen Pokémon, die wir noch nicht fotografiert haben, noch in den Fotodex zu inkludieren. Du, wollen noch mal helfen, was du sagst? Etwas ansprechen. Also mir die Streckenpunktzahl erklären. Oh. Sollte nicht auf wieder verschiedene Pokémon fotografieren. Serienbildmodus. Was? Neue Funktion einzufügen. Damit könnt ihr durch einmaliges Betätigen des Auslösers mehrere Fotos hintereinander schießen. Oh, cool. Des eigenen Fotodexes. Genau. Das ist jetzt das, was wir ganz kurz noch angucken werden, Freunde. Ja, komm, mach hin, ich will den Zuschauern noch ein bisschen was erklären. Ah, sogar ein neues Gebiet, okay. Das Riff bei Nacht. So, worum geht es genau? Erst mal ganz kurz Optionen gucken, das haben wir noch nie gemacht. Jetzt war es Serienbildmodus. Bin ich persönlich eigentlich sowieso nicht so der Fan. Aber hier generell können wir eben auch irgendwie Turbo-Modus und so, können wir ein paar Dinge aktivieren. Knopfbelegung, Audio mal. Hat er eigentlich jetzt runtergestellt, hallo? Er hat es nicht gemacht, super. Hä, speichert er so etwas gar nicht? Doch, jetzt. Hä? Okay. Na gut, jetzt spielt es keine Rolle mehr, ganz ehrlich. Entdeckte Hauptmotive Strecken. Bis jetzt hatten wir das ja auf nicht anzeigen. Ich würde es jetzt gerne mal auf Anzeigen machen, weil wir jetzt das Spiel ja komplettieren wollen. Fotoupload habe ich abgestellt, das stimmt soweit auch. Robert hat es jetzt übernommen. Jo, alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, Freunde, ab den nächsten Folgen geht es darum, also mein Ziel ist eigentlich, eine Folge zu machen, wo wir die restlichen legendären und mystischen Pokémon finden und fotografieren. Dann gibt es sicher noch irgendwie sonst ein, zwei Folgen, wo wir halt vielleicht sogar pro Insel uns sagen, hey komm, jetzt holen wir die restlichen Pokémon, die es dort noch gibt. Sowas in der Art halt. Wie es genau aussieht, muss ich erst ein bisschen experimentieren und mich vor allem offscreen darauf vorbereiten. Das heißt, ich werde offscreen noch ein bisschen gucken, eben wie findet man die legendären Pokémon, was muss man dafür tun, was muss man für die anderen Pokémon noch machen und vor allem irgendwie offscreen halt die restlichen Strecken noch irgendwie auf 100 sage ich schon, auf Stufe 3 und so bringen. Weil viele Pokémon findet man halt nur, wenn das Level Stufe 3 ist. Ich glaube sogar zum Teil legendäre Pokémon eben auch und deswegen macht es durchaus Sinn. Jetzt haben wir bereits 172 Pokémon gesehen, sage jetzt mal, und fotografiert. Und es ist so, das kann ich immer ganz kurz zeigen. Moment, das war falsch, nicht Name. Nummer. Xerneas hat die Nummer 214, okay. Xerneas ist tatsächlich das letzte Pokémon im Fotodex. Demzufolge gibt es halt 214 Pokémon insgesamt. So. Also fehlt uns noch ein bisschen was. Und wie genau wir das machen und alles weitere, dann in den nächsten Folgen zurück hier bei New Pokémon Snap. Mit der Afterstory. Ne, eine Afterstory ist nicht wirklich. Aber sagen wir einfach mal dem Spielabschnitt nach der Story. So wie das Afterstory gar nicht mal so verkehrt, wenn wir ehrlich sind. Gibt es denn jetzt irgendwie auf der Overworld noch ganz kurz was Neues, was irgendwie angezeigt wird? Nee. Was natürlich Neues ist hier der Riff bei Nacht.
das machen wir auch noch nicht jetzt. Entweder nächste Folge oder übernächste Folge. Und dann mal gucken, mit was wir nächste Folge beginnen, Freunde. Ob es irgendwie hier was ist, vielleicht noch eine Luminat-Zone. Ob ich hier erstmal alles auf Stufe 3 bringe, Offscreen, ob wir direkt nächste Folge mit legendären Pokémon starten. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Insofern danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Zurück bei New Pokémon Snap. Ciao zusammen.